König aller Könige, Vater Jesus, Herr. Herr, danke dir für all dies, Herr, Barodere, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, Barodis, da lautet den Tor Heiligung nicht vor, Herr Jesus Christus, Herr. Da lautet mir das Stehen, Herr, Barodere, Herr, die Grabal im Namen Jesus, Herr, Barodere, Herr. Herr, Barodere, Herr Jesus, Herr, in den harten Nervösigkeit, Herr, Barodere, für Gott, Friede, weg im Namen Jesus, Herr, Barodere. Herr, Barodata, no bolle bene Jesus, Herr. Kaga mangoto tane, Herr, Barodere, Herr. Barodere, Herr Jesus, Herr. Segne Hacker Einzel, Herr Jesus, Herr. Weiß, Herr, Barodere, Herr. Von nah und fern, Herr Jesus, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr, Barodere. Der wird mit Freude, Herr, Barodere, Herr Jesus, Herr. Herr, ne Shelo Brato, Teganische Scharati, o Heilige Mestkolaf, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, der Stand kam einfach voll verstutte, Herr Jesus Christus, Herr. Danke, Barodere, Herr Jesus, Herr. Herr, du immer Gebete, Herr Barodata, und Herr Jesus, Herr. Danke für Herr Lauter, Herr Jesus, Herr. Lobe mit Scharen, mit Preisen, mit Herr, die Heilung ist voll ab, Herr Jesus, Herr. In Jesu Namen. Akirere, Barodere, Herr, ich duke, Barodata. Danke, Herr. Amen. Wir wollen anfangen im ersten Lied, im Lobpreis. Mariano, der fehlt noch. Mariano, noch eine Minute. Ansonsten hast du die rote Karte, Junge. Ich jetzt Nikolais Lampenfieber, wo ich weg. Dann muss ich von Mariano holen. Müssen wir alles abbrechen, Mariano weg. Er wird gleich kommen. Wisst ihr, heute ist ein besonderer Tag für die Täuflinge. Jeder ist nervös, ist ganz klar. Andy nicht, ne Andy. Aber es ist schön. Zur Ehre Gottes. Halleluja. Ich denke, jeder kennt dieser Lied. Ihr könnt mitsingen, mitklatschen, aufstehen, sitzen bleiben, so wie es ist. Halleluja.
Wollen wir weitergehen? Glaubst du das? Glaubst du das? Alle? Wollen wir den Herrn zusammen loben und preisen? Halleluja.
Wir sind alle Male gerettet durch Jesus Blut. Amen. Lass uns noch einen Applaus geben für unseren Herrn Jesus. Halleluja. Wir wollen weitergehen und danach hören wir schon das erste Zeugnis. Könnt euch mal setzen. Ich rufe der erste Zeugnis vor, unser Bruder Andy. Der erste Zeuge. Der erste Zeuge. Anklageschrift. Shalom euch allen. Gottes Segen euch allen. Ich bin so froh, dass ich in die Taufe gehe. Halleluja. Und die letzte Woche hat mir auch Gott gezeigt, dass er sich freut, hat mich mit Träumen dreimal bereicht. Einmal hatte ich geträumt, ich war mit meinem Schwager, hat gesagt, wir gehen angeln. Aber dann bin ich bin nicht auf Angeln so. Der hat gesagt, komm, wir gehen angeln. Dann habe ich gesagt, okay, im Traum. Und der ist durch den Wald gelaufen, dann war ein großes Wasser da. Und wir waren erstmal beim Rand. Und dann war das Wasser immer größer geworden. Da hatte ich neue Schuhe an. Habe ich gedacht, ja, jetzt sind meine Schuhe nass. Da hat auch mein Schwager gesagt, ja Cesco, was machst du? Meine Schuhe sind schon nass. Und der hat nur gelacht. Und das zweite Traum war, es war auch ein großes Wasser, voll Menschen waren auch da und waren auch Krokodile drin. Da habe ich gesagt, passt auf, da sind Krokodile drin, geht nicht ans Wasser. Da ist meine Schwägerin Fanny am Wasser gegangen, hat mit dem Krokodil gespielt. Da habe ich gesagt, geh weg, lass die Finger von da.
ist sie weggegangen. Dann bin ich auch weggegangen vom Wasser. Da als ich wiedergekommen bin, dann waren Kinder unter dem Wasser. Da habe ich gesagt, ja, nimm die Kinder doch aus dem Wasser. Aber die Kinder sahen so friedlich, die haben Luft gekriegt, alles unter dem Wasser. Da haben gelaufen, als nichts wäre. Der letzte Traum, den ich hatte, Tauben waren überall. Und ich habe meine Hand so ausgestreckt und ist immer eine Taube auf mich geflogen. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass Gott sich freut, dass ich in der Taufe gehe. Weil ich habe noch nie Träume gehabt oder irgendwas. Und das hat mir gezeigt, dass Gott will, dass ich in der Taufe gehe. Ja, jetzt freue ich mich, den weiteren Schritt zu machen. Für Jesus Christus. Amen. 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 Halleluja. Wir wollen weitergehen im Lobpreis, aber heute geht er im Wasser. Ne, in die 20 Minuten so. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen Freude heute haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Amen. Halleluja. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Wir beten dich an, oh Herr. Wir geben dir den Lob. Die Macht des Lobpreises, die Macht, die setzt uns frei. Halleluja. Wir wollen nicht weitergehen, den Herrn weiter loben und preisen. Halleluja. Danke dir, Jesus, Herr.
proklamiere einfach jetzt deine Kraft, deine Salbung, Jesus Christus, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Danke, Jeden Jesus. Tag und jede Halleluja. Zeit. Wenn ich dein Wort höre, dann geht es mir gut. Dir auch. Amen. Halleluja. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich dein Wort höre, dann geht es mir gut. Jeden Tag und jede Zeit. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Wenn Lobe ich den dein Herrn. Wort höre, dann Halleluja. geht es mir gut. So gut. So gut, so gut. Hast du Freude an den Herrn? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich habe keine Lust an den Herrn. Er gibt mir, was mein Herz begehrt. Die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich dein Wort höre, dann geht es mir gut. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich dein Wort höre, dann geht es mir gut. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich dein Wort höre, dann geht es mir gut. So gut, so gut. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich habe keine Lust an den Herrn. Er gibt mir, was mein Herz begehrt. Die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich habe keine Lust an den Herrn. Er gibt mir, was mein Herz begehrt. Die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Jetzt die Gemeinde, Freude am Herrn. Die Freude am Herrn, Habt ihr Freude? Halleluja. Ich auch. Wenn du mal traurig bist und du weißt nicht mehr weiter, du fängst einfach an, mit Gott zu reden, eine Verbindung. Und wenn du an Gott redest, und du machst ein großes Gebet vom Herzen, dann hast du Freude, da hast du den ganzen Tag nur Freude und Liebe. Amen. Und die Gemeinde nochmal, noch einmal. Halleluja. die Freude am Herrn. Halleluja. Halleluja.
Lass uns mal einen großen Applaus geben von unserem Herrn Jesus. Halleluja. Und dein Nachbar, begrüßt ihn einfach und wünscht ihm mal Gottes Segen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Wollen wir weitergehen? Wir haben ungefähr noch 25 Lieder, 30 Lieder. Nein, Spaß. Wir kommen gleich zu der zweiten Häufling. Am Anfang war das Wort. Halleluja. Und das Wort, es war bei Gott. Das Wort wurde Mensch. Wir sind unter uns. Sein Name ist Jesus. Wie ist sein Name? Jesus? Er ist der Retter dieser Halleluja. Welt. Auf sein Wort. Ja, auf sein Wort. Kannst du vertrauen. Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jesus, dein Wort ist leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir in Sieg. Am Anfang war das Wort und das Wort ist da bei Gott. Das Wort wurde Mensch und wohnte mitten unter uns. Sein Name ist Jesus. Er ist der Retter dieser Welt. Auf sein Wort, ja, auf sein Wort kannst du vertrauen. Jesus, dein Wort ist meine Fußesleuchte. Jesus, dein Wort, es leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch dein Wort leben wir in Sieg. Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jesus, dein Wort, es leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir in Sieg. Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jesus, dein Wort, es leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir in Sieg. Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jesus, dein Wort, es leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir in Sieg. Amen, Halleluja. Halleluja. Wollen wir weitergehen und danach hören wir dann das Zeugnis? Ach, er kommt jetzt schon. Gottes Segen an alle. Ja, ich bin heute hier wegen meiner Taufe und freue mich halt. Und ich habe Gott anerkannt als meinen Erlöser. Und ich möchte heute den zweiten Gehorsamschritt machen. Ich freue mich sehr darauf und deswegen bin ich hier. Amen. Amen. Halleluja. Er wollte erst nicht kommen, aber Nana hat für ihn dann eben gebetet und er kam doch.
Wollen wir weitergehen? Dieses Ziel bist du tust mir so gut, ja so gut, Jesus. Lass uns weiter Jesus feiern, Amen. Wer will, der kann aufstehen, Halleluja. Dein Wort macht Alle Ehre gebietet Jesus, Amen. dein Wort tut uns gut, ja so gut, Jesus. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Der Glaube sieht das Ziel, und dieses Ziel bist du. Du tust mir so gut, ja so gut, Jesus. Dein Wort macht uns frei, dein Wort macht uns geheim. Du tust mir so gut, ja so gut, Jesus. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Der Glaube sieht das Ziel. Du tust mir so gut, ja so gut. Noch einmal. Es ist Gnade, die Gemeinde. Noch einmal. Es ist Gnade. Gemeinsam. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben, ja zu leben. Halleluja. Haben wir auch noch so Auswechser, Singerinnen? Jetzt fängt erstmal richtig an, oder? Lebt Jesus? Amen! Wollen wir weitermachen? Amen! Amen, Halleluja! Halleluja! Und dann bist du, wir leben unverändert, wir leben deinen Tag, die Ehre. Und dann bist
Medo vor. Hallo liebe Geschwister, ich wünsche alle Gottes Segen. Schön, dass ihr hier seid. Und zwar, vorletzte Woche habe ich meinen Sohn angerufen und meinte zu mir, was machst du? Ich gehe in die Taufe, Prahler, kommst du auch mit? Und ich war am Überlegen und sagte so, nee, ich bin noch nicht bereit und ich bete noch mehr dafür. Und dann habe ich mir so gedacht, was habe ich auf dieser Welt zu verloren? So zu verlieren, ich habe hier keinen so, wo ich festhalten kann, außer meine Familie und Alkohol und sowas hänge ich nicht dran. Und dann war mein Angelo bei mir, wir haben Fernsehen geschaut, bla bla, war dann halt ein bisschen müde und ich war gerade so im Halbschlaf. Also ich war wach, aber Halbschlaf. Dann hatte ich eine Vision. Das war so, ich war im Halbschlaf und dann kam alles weiß, ein ganz weißer Licht drum mich herum. Und Jesus war ein ganz großer weißer Licht, das war richtig hell. Ich konnte ihn nicht sehen, aber seine Stimme konnte ich klar und hören. Und dann meinte er zu mir, also ich wusste direkt, das ist ein Gericht, vor Jesus Gericht. Ich wusste direkt, er hat mir dann was gesagt. Er meinte zu mir, Moreno, ist das dir erzählt, dass du jetzt vor mir stehst, was du auf der Welt gemacht hast? Und ich habe in der Vision, also in dem Traum, so geweint, aber ich bin aufgewacht und habe direkt so gesagt, nein, es war mir nicht. Und dann kam mir ein Kribbeln im Herz, ein Gefühl, das hatte ich noch nie mein ganzes Leben. Und da wollte ich direkt entscheiden, ich Welt oder Jesus. Und ich wusste direkt Jesus. Amen. 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 Halleluja. Manchmal ist es ja so, wir Menschen wollen es manchmal nicht, aber wir können es nicht entscheiden. Wenn Gott Ja sagt, dann ist es Ja. Amen. Wollen wir weitergehen? In Lobpreis. Im Namen unseres Herrn, Halleluja.
Jetzt rufe ich Mona. Hallo, ich bin Mona. Boah, ich bin ganz nervös. Und zwar, also ich bin ja schon lange bekehrt, aber das Leben, was ich momentan geführt habe, also ich merke, dass das nicht das Richtige war. Und deswegen habe ich mich entschieden, in der Taufe zu gehen, damit ich mein Leben komplett Jesus geben kann. Amen. Und zwar war Nana bei uns und hat mich darauf angesprochen am Sonntag. Dann hat er gesagt, ich soll mal dafür beten. Ich habe dann dafür gebetet. Lieber Gott soll mir doch irgendein Zeichen geben, ob das richtig ist, was ich mache. Ja, dann habe ich einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, also mein Vater, der ist 3 Jahre tot. Da war ein ganz, ganz großer Berg. Da ist in ganz weiß, ist der vorne rausgelaufen. Und ich habe mir gedacht, den Berg, den tust du nie erreichen. Wie sollst du da hochkommen? Ja, irgendwann bin ich da oben halt angekommen. Und hinter dem Berg, da war irgendwas, so was Schönes, habe ich noch nie gesehen. Da war ein Wasser, da stand mein Vater drinnen. Und hat mich so angeschaut und hat sich richtig gefreut. Und da waren so unzählbare Menschen in dem Wasser. So was Schönes, das war wie ein Paradies. Ja, und dann habe ich gedacht, das war ein Zeichen und du lässt das machen. So, das war's. Amen. Amen. Jesus tu malapay tu, Jesus tu chikene, Jesus tu fridame, noch chinanda Jesus tu tuhan, noch panerata, antirola priroga, emen ramochina, tuhan vai for
Halleluja. Aus Maromoro. Karos gern Sandy oder Cindy? Sandy? Gottes Segen. In den letzten Wochen hatte ich ein paar Worte, die Jesus uns helfen kann. Und deswegen möchte ich heute den zweiten Schritt der Gehorsamkeit gehen und mich taufen lassen. Amen. Amen. Und dann Caro noch Marcella. Wenn die Marcella klar. Also Gottes Segen euch allen. Also Jesus hat mir in meinem Leben sehr viel geholfen. Also er hat mir aus meiner Depression rausgeholfen, aus selbstzerstörerischen Gedanken und so. Und, also ich möchte heute in die Taufe gehen, weil ich mein Leben in Gottes Hände geben möchte. Und ich möchte Jesus immer an meiner Seite haben. Amen. Jesus Christus,
noch einmal verbinden. Ja, lass uns zusammen aufstehen. So, mein Bruder, das. Und jetzt noch einmal die Gemeinde. Halleluja. Preis den Herrn. Gemeinschaft ist schon mein Haus. Ist schon mein Haus, wir wollen dir dienen. 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 Halleluja. Wir wollen auch jetzt Opfer einnehmen, weil ihr nicht so laut gesungen habt. Deswegen müsst ihr jetzt zahlen. Ach, vegan, Vegini. Ne Bruder. Halleluja. Himmel und Tief und Leben. Halleluja. Das hast du mal ab, aber Jesus Christus. Kein Applaus? Kein aber. Opfer in Amen, jeniges Kind. Wie mit České. Du brauchst ein Kologe. Und dann schon mal die untersegnen. Und dann Team, wenn ihr segnen. Danke für eure Opfer. Amen. There
wir hören uns noch ein, zwei Anbetungslieder an. Und wir wollen auch in die Ruhe jetzt kommen, wenn es bei euch geht. Okay? Wir wollen wirklich das Wort Gottes dann Raum lassen. Und ich denke, Gott möchte heute sprechen zu dir. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Vielleicht bist du auf dem Weg und möchtest immer noch die Wahrheit in deinem Leben finden. Dann bist du heute auf einem guten Ort. Auf einem guten Ort, wo du hörst die Botschaft des Herrn. Komm mit Erwartung, heute mit Erwartung in deinem Herzen und sprich mit deinem Gott, auch jetzt in dieser Anbetung. Und Anbetung bedeutet nichts Einfaches, nur reden mit Gott. Du darfst mit deinem Gott sprechen. Du darfst mit ihm reden. Alles, was in deinem Herzen ist, egal was es ist, du darfst mit ihm reden. Halleluja. Und er wird dir antworten. Glaubst du das? Hast du Vertrauen in Gott? Hast du Hoffnung in Gott? Hast du eine Zukunft in Gott? Amen. Dann bist du hier auf einem guten Ort. Und deshalb hören wir noch ein, zwei Lieder in der Anbetung. Und dann hören wir das Wort Gottes. Halleluja. Wie oft war ich im Leben so betrübt und wie oft war meine Seele so betrübt. Ja, was für ein Glück, dass du bei mir warst und du hörtest mein Gebet. Ich kann es nicht vergessen, wie du zu mir kamst. Und ich hörte, wie mein Herz jetzt für dich schlägt. Du sahst mich an und sprachst auf keine Art. Denn ich dein Gott bin bei dir.
Okay, kommen wir zu das Wort Gottes. Es steht in der Apostelgeschichte geschrieben, auf dem Kapitel 8, Vers 26. Ich lese es mal vor. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und mächtiger am Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand angleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Jesaja 53, 7 bis 8, wie ein Schaf, das zum Schlacht geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinen Scherer verstummt. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog aber seine Straße fröhlich. Halleluja. Danke. Es ist viel zu lesen. Okay, aber man muss die Schrift ein bisschen lesen, damit du es verstehst. Okay? Ein Diener des Herrn, er wurde ausgesucht. Er hieß Philippus, und ein Kämmerer, er verwaltete den ganzen Besitz von den Königen von Äthiopien. Also man sagt so in dieser Zeit ein Finanzminister. Okay? Und er kam an diesen Ort nach Jerusalem, um anzubeten. Und er ging dort, um anzubeten, und in seine, wie sagt man jetzt, in der Hoffnung, was er jetzt findet in seinem Leben. Die Hoffnung für sein Leben und für das Meer. Aber er ging öde diesen Weg dorthin und er kam wieder leer zurück. Er hat das nicht gefunden, da wo er eigentlich, er dachte, an diesem Ort findet er jetzt Gott. Okay? Aber auf diesem Wege hin fand er gar nichts. Aber da sprach der Geist Gottes zu dem Diener Philippus und sagte: Geh raus und nähe dich zu diesem Mann nebenan. Und so ging dieser Diener auf diese Straße und ging mit ihm, und plötzlich las der Mann, der Kämmerer, er nahm einen Brief, den Umschlag und eine Rolle Jesaja, und er las diese Schriftstelle. Und der Diener sagte zu ihm einfach: Verstehst du denn auch, was du da liest? Und er sagte: Wie kann ich denn verstehen, wenn mich denn keiner anleitet?
Und Philippus, er legte die ganze Schrift aus, was dort geschrieben war. Es war in Jesaja 53 geschrieben und er sagte dies. Und er sprach von dieser Stelle von Jesus. Er sagte, Jesus ist gestorben. Man hat ihn am Kreuz gehängt. Für unsere Sünden. Sein Blut hat er vergossen. Und jeder, wer Jesus annimmt, er wird befreit werden von jeder Sünde. Er wird gereinigt werden. Und dieser Kämmerer, plötzlich hat er die Schrift verstanden in diesem Moment. Als Philippus die Schrift auslegte. Er wusste die ganze Schrift nicht. Er wusste nicht, wie man die Bibel liest halt. Aber doch ein Diener des Herrn, er legte die ganze Schrift aus und sagte, es steht so geschrieben, er wurde geführt zum Schlachtung wie ein Lamm. Und das steht in Jesaja 53. Denn er trug, für wahr, er trug unsere Lasten, er trug unsere Schmerzen auf sich. Und jede Krankheit nahm er schon auf sich. Und jeder, der Jesus annimmt, der wird geheilt und wird gereinigt von jeder Schuld. Halleluja. Und plötzlich begriff der Kämmerer in seinem Leben, ich war in Jerusalem und wollte Gott dort anbeten, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und jetzt war er allein, mit diesen Dienern ganz alleine. Und Gott sprach jetzt zu den Dienern, zu den Kämmerern. Es steht so geschrieben und so geschrieben. Plötzlich verstand er die Schrift. Es war eine Erleuchtung in seinem Leben. Plötzlich hat er was gefunden, was er niemals in seinem Leben gefunden hat. Ich denke, der war schon reich genug. Er war der Finanzminister der Königin. Die Königin hat ihm alles anvertraut. Das ganze Geld, das ganze Hab und Gut vertraute sie ihm an. Aber eins fehlte ihm in seinem Leben, die Hoffnung. Er fehlte was in seinem Leben. Die Leere konnte er nicht mehr füllen. Und deshalb suchte er auf einen Ort. Er dachte, Gott ist dort. Aber eins in einer Stelle sagt uns in Jesaja, in Johannes Kapitel 4, sagt uns auch, er sagte zu einer Frau, die Samariterin, sagte er, Frau, glaube mir, ihr werdet weder in Jerusalem anbeten, weder auf diesem Berg, weder auf diesem Ort, sondern ihr werdet den Vater suchen, den Geist und der Wahrheit anbeten. Denn solche sucht der Herr in dieser Zeit. Und heute ist es immer noch derselbe Gott. Glaubst du das? Ich glaube, dass Gott immer noch da ist. Ich glaube, dass Gott lebt. Ich glaube, dass Gott immer noch befreien möchte. Gott möchte heilen. Gott ist da. Denn für wahr, er trug schon unsere Krankheiten. Er gab sich selbst als Opfer hin für uns. Wir brauchen nichts mehr zu opfern. Gar nichts. Wir dürfen nur noch das Opfer annehmen für unser Leben. Und nur noch bekennen und sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche deine Heilung. Ich brauche deine Reinigung, Herr. Plötzlich verstand der Kämmerer die Schrift. Und plötzlich ging er noch auf diesen Weg hin und sah ein Wasser. Okay? Er sah ein Wasser und sagte, okay, da ist Wasser. Okay. Plötzlich sah der Kämmerer ein Bach, sagen wir mal so, ein Bach. Okay? Und er sagte, ich verstehe jetzt die Schrift. Ich habe jetzt verstanden. Und ich denke, der Philippus, er sprach auch von der Taufe. Er sprach von der Taufe. Und als sie auf einen Bach kamen, sagte der Kämmerer, was hält mich noch auf, um mich taufen zu lassen? Was hält mich noch auf? Er sagt, glaubst du? Ja. Dann ließ er sich taufen in diesem Moment. Und jetzt die Frage an dir. Was hält dich noch auf,
um dich zu bekehren? Was hält dich noch auf, um dich taufen zu lassen? Vielleicht bist du schon bekehrt, okay? Du hast dich entschieden für Gott, eine lange Zeit. Aber du hast dich noch nicht taufen lassen. Und jetzt die Frage an dir. Was hält dich noch auf, um dich taufen zu lassen? Amen. Gott möchte nur das Gute in dir. Okay? Gott ist da. Was hält uns noch auf, um Jesus weiterzufolgen? Auf diesem Weg hin. Und dann kamen sie an dem Wasser und sie tauften, okay? Und plötzlich war Philippus weg. Gott nahm ihn dort weg und plötzlich war er woanders. Und predigte dort weiter. Halleluja, so macht Gott. Und als der Kämmerer aus dem Wasser stieg, ging er seinen Weg fröhlich. Wenn man den Anfang der Geschichte liest, war es öde. Als er dort in Jerusalem kam, es war öde und leer, kalt. Aber als er wiederkam, ging er seinen Weg fröhlich wo? Nach Hause. Er ging fröhlich weg. Und jetzt diese Taufe, es ist wie sagt man, ein fröhlicher Tag. Okay? Und heute ist der Tag des Heils. Glaubst du das? Gott möchte dich erretten. Glaubst du das? Gott möchte dich befreien. Glaubst du das? Gott möchte einfach nur, dass du den Weg Gottes gehst und alles weglässt. Egal was es ist in deinem Leben. Egal was es hindert. Egal welche Gedanken es sind. Gott möchte, dass du seinen Weg gehst. Aber das dann mit Freude. Ohne Zwang. Bei Gott ist nichts muss. Das musst du schon verstehen. Bei Gott ist gar nichts muss. Sondern alles freiwillig. Okay? Und wenn du dich heute entschieden hast und sagst, ja, ich habe jetzt die Botschaft verstanden. Ich habe das Evangelium jetzt gehört. Es hat mich angesprochen in meinem Herzen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte ein neues Leben anfangen mit Gott, dann darfst du es heute tun. Halleluja. Und wenn du dich entschieden hast, aber auch in die Taufe zu gehen, auch in diesem Moment, dann darfst du aufkommen. Halleluja. Was hindert dich noch? Was hindert dich, um dich taufen zu lassen? Das sagte der Kämmerer. Er sagte, okay. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und vorher, als sie auf der Straße hinfuhren, kamen sie an ein Wasser, da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich nicht taufen lasse? Okay? Und jetzt die Entscheidung zu dir. Die Frage jetzt an dir. Was hindert dich? Und wenn es nichts hindert, dann komm heute. Halleluja. Komm einfach zu Jesus. Er möchte jede Last von dir, von deiner Schulter wegnehmen. Denn er sagt in Matthäus 11,28, komm zu mir, sagt Jesus, der mühselig und der beladen ist. Denn ich will dich heute erfrischen. Gott möchte dich heute erfrischen. Er möchte jede Last von deiner Schulter nehmen. Jede Last und jede Sorgen, egal was du hast. Er möchte es wegnehmen. Man hat ein Zeugnis gehört. Marcella, Depressionen, Angstzustände und vieles mehr. Aber sie wurde frei, als sie sich entschieden hat für Jesus. Und heute ist es immer noch so. Gott ist aktuell. Er ist heute, er ist gestern und all die Ewigkeit immer noch derselbe Gott. Und auch noch heute. Bis dorthin. Cora Memobra. Moro.
Moro. Okay. Vielleicht bist du gerade auf deinem Platz. Du bist hier vorne, aber doch auch da hinten. Okay? Level gerade weg ab. Okay. Vielleicht hast du dich auf den Weg gemacht. Und du kamst jetzt mit voller Hoffnung hier, mit voller Erwartung. Und du hast jetzt die Botschaft gehört. Gott möchte erretten. Gott möchte befreien. Gott möchte. Er will es tun. Und das ist sein Wille. Gott möchte, dass du fröhlich aussiehst. Denn dieser Kämmer, er ging fröhlich hinweg. Okay? Und wir haben einen Tag der Freude. Ist das so? In Nehemia steht geschrieben, denn die Freude an den Herrn ist was unsere Stärke. Vielleicht bist du schwach. Aber das ist kein Grund für Gott. Okay? Wir versagen mal. Vielfältig. Auch wir können mal schwach werden. Ist das so? Auch wir können mal müde werden. Aber wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen und sagen, ja Herr, allein du bist meine Stärke, allein du bist meine Hoffnung, allein dich brauche ich in meinem Leben, dann kann ich dir versprechen, Gott ist da. Er holt dich doch dort raus, aus der tiefsten Grube. Er holt dich dort heraus. Wenn du sagst, Herr, hier bin ich. Hilf mir. Ich will dort heraus. Und wer Gott aussucht von ganzem Herzen, vor denen lässt er dich auch finden. Was ist heute dein Tag? Und du sagst, ja,